So, das war die erste Portion Hard Music. Wir kommen zur Strong Message. Nehmt doch Platz. Alle, die Angst haben vor dem dreckigen Boden. Nein, er ist super geputzt, so hoch ist ordentlich. Was für uns Metaller die grossen Sommerfestivals sind, oder für die Fußballfans die Meisterfeier in der Innenstadt, oder für die Festbrüder auf dem Dorf der Fasnachtsumzug, das war im antiken römischen Reich der Triumphzug. Ein grosses, rauschendes Fest. Ein Triumphzug, das war der feierliche Einzug von einem römischen Kommandeur, wenn er mit seinem Heer zurückgekommen daheim ist, nachdem er eine bedeutende Schlacht gewonnen hat. Der römische Triumphator war der, der das Imperium hatte. Das ist das Kommando über sein Heer. Auf einer Seite haben Menschen den «Io, Trumpfe!» geschrien, wie das Heer vorbeizogen ist. «Juhe, Triumph!» Zuvorderst im Umzug, wie immer, die politischen Würdenträger, dann die Musiker. Und dann hat man spezielle Beutestücke zur Schau gestellt, exotische Kostbarkeiten, dann die Kriegsgefangenen, dann der Triumphator, der siegreiche Heerführer. Und dann ist dann auch noch sein Heer gefolgt, wo Soldatenlieder, Loblieder auf ihren Kommandeur gesungen haben. Und als ob das nicht schon genug gewesen wäre, da ist so ein römischer Triumphzug auch als Ganzes ein Gottesdienst gewesen. Das Ziel dieser Prozession war jeweils der Jupiter-Tempel, dort, wo der Kommandant dann ein Opfer gebracht hat. Während dem sakralen Umzug da ist auch tüchtig Weihrauch verbrannt worden. Und der Geruch der hat dann auch nicht nur die einigen Freunde, sondern auch einige geärgert. Zum Beispiel die Konkurrenten vom Kommandeur, die dem den Sieg nicht so haben gönnen. Die kennen sicher Asterix und Obelix. Und jetzt spielen ja die Römer eine riesige Rolle. Und darum müsste man natürlich eigentlich auch Triumphzug bei Asterix und Obelix finden. Wir schauen uns 3 Beispiele an. Der erste: Es hat auch Gefangene gegeben, die den Triumph anerkannt haben, von dem, wo sie besiegt hat. Wo sie stolz waren, von so einem starken Typ besungen zu worden zu sein. Und der Cäsar, seht ihr, der würdigt dann auch die Würdigung. Für die Gefangenen hat der Triumphzug 2 Ausgänge können haben. Entweder Versklavung, immerhin Leben, oder anschliessend der Prozession die Hinrichtung, der Tod. Zweites Beispiel. Wir sehen auch hier wieder, wir sehen hier wieder den Cäsar auf der Quadriga, also auf dem Vierergespann. Und hinter ihm, so hat das zum Beispiel auch der Cicero beschrieben, hat ein Sklave seine Lorbeeren gehabt. Natürlich hat man nicht einen Sklaven genommen, der irgendwie einen vorzüglichen Leistungsausweis hat, sodass er auch den Jubel, der ihm entgegengebrannt ist, am Triumphator auch mitgeniessen konnte. Interessanterweise hat jetzt der Sklave auch die Aufgabe gehabt, etwas zu sagen, dem Imperator ins Ohr zu küscheln. Respice poste, hominem te esse memento. Also, schau dich um und denk daran, dass auch du nur ein Mensch bist. Kann man doch ziemlich ins, wie sagt man dem, in den Kopf steigen, wenn man so viel Jubel bekommt. Und dann noch ein drittes Beispiel. Eine freche Provokation war natürlich, wenn einer ohne Berechtigung vor den Augen der römischen Besatzungsmacht triumphiert hat. Wie hier die unbeugsamen Gallier mit dem Majestix auf dem Avernerschild. Und genau so ein unbewilligter Gegentriumphzug, das war der Palmsonntag. Kannst du das nächste Bild bringen? Eine gezielte Provokation. Also richtig metallisch, richtig provokativ. Der Einzug von Jesus im Triumph in der besetzten Hauptstadt Jerusalem, das war eine freche Provokation vor den Römern. Der Einzug von Jesus stellt die freche Frage: Ja, wer ist wirklich der Herr? Wer ist Triumphator? Jesus oder der römische Cäsar? Und provozieren tut auch der Paulus. Er nimmt das Bild nämlich vom Triumphzug auf im 2. Korintherbrief. Nadine liest uns jetzt aus dem 11. Kapitel von dem 2. Korintherbrief, was der Paulus dort schreibt, und ihr könnt vorne mitlesen.
Doch ich danke Gott, der uns, die wir zu Christus gehören, immer in seinem Triumphzug mitführt. Wo immer wir jetzt auch hinkommen, setzt er uns ein, um anderen vom Herrn zu erzählen und die gute Botschaft zu verbreiten wie ein wohlriechender Duft. Unserem ganzen Leben haftet der Wohlgeruch von Christus an und damit loben wir Gott. Aber dieser Geruch wird von denen, die gerettet werden, anders wahrgenommen als von denen, die verloren gehen. Für die Menschen, die verloren gehen, sind wir der schreckliche Gestank von Tod und Verdammnis. Doch für die Menschen, die gerettet werden, sind wir ein lebenspendender Duft. Wer kann einer solchen Aufgabe gerecht werden? Ihr seht, dass wir nicht zu den Menschen gehören, die nur predigen, um Geld zu verdienen. Und davon gibt es viele. Wir predigen Gottes Wort aufrichtig und mit der Vollmacht von Christus und sind uns bewusst, dass Gott, der uns gesandt hat, uns dabei zusieht. 2. Korinther 2, 11. Zur Zeit, wo der Paulus die Worte schreibt, in der Mitte vom 1. Jahrhundert, da war das Christentum verglichen mit anderen Religionen noch ein kleines gallisches Dorf gewesen. Umso provokativer tönt es, wie der Paulus betont, dass er alle Zeit rund um die Tour in einem Triumphzug unterwegs ist. Welcher gewaltige Sieg rechtfertigt einen Triumphzug, der für die Ewigkeit ist? Der Ostersieg von Jesus Christus. Jesus hat den Tod nicht gefangen haben, sondern er ist nach 3 Tagen aus der Totengrube auferstanden und erlebt. Welcher Triumphator kann von sich behaupten, den Tod besiegt zu haben? Darum ist der Paulus alle Zeit auf einem Triumphzug. Er verkündet den Sieg von seinem Herrn und er erlebt, wie im ganzen römischen Reich, wo er predigt, Menschen anfangen, dem Ostersieg von seinem Kommandant zu glauben und ihr Leben auszurichten. Wenn ihr gut aufgepasst habt, vorhin habt ihr gemerkt, dass Paulus seine Rolle in diesem Triumphzug ist nicht ganz eindeutig. Und das ist Absicht. Seit seinem Damaskus-Erlebnis, wo ihn Jesus in einer Vision blendet hat und ihn überwältigt hat, er, der voran Christen verfolgt hat, seitdem ist er ein Gefangener von Jesus Christus. Aber er ist stolz, zu diesen Gefangenen zu gehören, wie der Barbar voran beim Cäsar im Asterix. Gleichzeitig da gehört der Paulus auch zum Heer von Christus. Er singt Loblieder auf seinen Kommandant und er erzählt davon. Aber die Loblieder, die will nicht jeder hören. Wir sind als Christen ein Wohlgeruch für Gott, schreibt der Paulus. Für die einen Gefangenen, die sich dem göttlichen Triumphator unterworfen haben, da hat Weihrauchgeruch Leben bedeutet. Und für die ihm widerstanden haben, war der Geruch das Letzte, was sie vor ihrem Tod geschmeckt haben. Wir sind ein Wohlgeruch von Christus für Gott und für die noch leben. Für die einen ein tödlicher Geruch, für die anderen ein Geruch, der zum Leben führt. Ja, es ist eine totale Provokation, wenn Christen behaupten, Jesus sei der einzige Gott. Der Palmsonntag von Jesus, wo das Ganze angefangen hat, das ist ein Triumphzug, aber es ist ein Triumphzug im jüdischen Kleid. Statt einer 4 Ross, einem Gespann, einer Quadriga, da zieht er ein auf einem Esel, so wie es der Zacharia prophezeit hat. Statt «Io Trumpe» haben sie «Hosianna» geschrien. Gesegnet, der da kommt im Namen vom Herrn. Das Zitat aus dem Psalm 118. Statt Imperator haben sie «Messias» gejubelt. Bei gewissen vielleicht auch einfach, weil es ein bisschen emotional war und sie mitgerissen worden sind und es Spass gemacht hat. Später, wo dann die einen am Wegrand nachgefragt haben, wer denn da der ist, der da kommt, da haben sie schon nicht mehr Messias gesagt, sondern nur noch, ja, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Also einfach, das ist der vom Land. Und schon hat sich der königliche Geruch in ein Gerücht verwandelt. Und ein paar Tage später ist bei den einen der aus der Begeisterung sogar Enttäuschung geworden. Und wieder haben Menschen Emotionen wählen und sie haben den
kreuzigen ihn, geschrauen. Auch der Triumphzug in Jerusalem ist ein Gottesdienst mit einem Opfer. Jesus am Kreuz. Auch aus dem Karfreitagsopfer ist der Ostertriumphator geworden. Und in dem seinem Triumphzug, da läuft der Paulus jetzt als jubelnder Gefangener und als Soldat, so ambivalent mit, als jubelnder Gefangener und als Soldat vom Triumphator. Das ist jetzt an mir angesprochen. Was ist deine und meine Rolle im Triumphzug? Wie siehst du Jesus? Ist er der dich überwältigt in deinem Stolz, in deinem Eigensinn? Der dir vorangeht, wo du als Soldat kannst ihn nachlaufen? Oder ist er für dich der Stolperstein? Du sagst, nein, mit dem nicht. Palmsonntag ist kein brav, so ein Palmwedelfestli. Palmsonntag ist eine Provokation, die uns alle herausfordert. Es gibt im Moment wieder einen Haufen Leute, die sich als grosse Triumphatoren sehen. Nicht nur der Putin, aber der ganz bestimmt auch. Jesus ist anders als die Möchtegern Unsterblichen. Er provoziert die Mächtigen. In dem Sinne ist er ein guter Metaller, der den Finger dort anhebt, wo es weh tut. Aber er reitet nicht auf einem Schlachtross in Jerusalem ein, sondern eben auf einem Esel. Er triumphiert nicht durch Dominanz und Gewalt, sondern durch Hingabe und Leiden. Dies und mein Leben mag gerade nicht gelingen. Es mag geprägt sein von Schwerem, Ungerechtigkeit und Leiden. Aber hey, wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du Teil vom grössten Triumphzug von allen Zeiten. Teil vom Gefolg von dem Triumphator, der das letzte Wort wird haben. Und der wird jetzt letztgültig Recht schaffen, Gerechtigkeit wird schaffen und die Wunden alle wird heilen. Und der Geruch von Jesus Christus, der strömt aus wie der Weihrauch beim römischen Triumphzug. Wir glauben, dass Jesus der Herr ist von der Metal Church und darum glauben wir, dass der Geruch von ihm durch uns auch rausgeht, in die Szene, in die Welt raus. Und da sind wir auch als Metal Church mit dem Wort von Paulus für die einen ein lästiger Gestank, für die anderen ein lieblicher Duft, für die einen ein Geruch vom Tod und für die anderen ein Geruch zum Leben. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk sagt Amen. Amen.